Moie Leiwerle Goeten, mein Numm ass Jerome Luling, an lo léiere ma e bësse Letzebäierch. An haut schwätze ma mal nees enkeier iwwer d'Adjektiv. Ja, Adjektiv am Franzésche mat C an F, am Lëtzebäierchen mat K a V, wéint dem Däitsche. Ja, c'est un peu sportif, n'est-ce pas? Und beim Adjektiv unterscheiden wir zwischen Adjektiv-Attribut und Adjektiv-Epithet. Adjektiv-Attribut ist ziemlich einfach. Position ist wichtig und hier seht ihr, beim Attribut ist das Adjektiv rechts vom Substantiv. Je vereinfache, je simplifie les choses, je sais bien. Und dann holen wir halt einen Artikel defini accentué, das ist dann halt den Honto als Aal, das ist schon bald wie ein Demonstrativ, diesen Honto als Aal. Und im Plurial also dann die Hendo sind Aal. Und du seht da, das Adjektiv Aal ändert nicht. L'adjectif Aal, vieux, old, ne change pas, doesn't change. Weiblich. Die Geschichte as Aal, die Geschichten do sind Aal, an neutre sächlech, dat Buch do as Aal, die Bücher do sind Aal. Und das ist nicht kompliziert. Das Adjektiv steht rechts, à droite, du Substantiv, bien sûr. Und dafür ändert es nicht am Singulier und auch nicht am Pluriel. En revanche, si vous avez cette bonne idée de placer l'adjectif à gauche du substantif, alors ça a des conséquences majeures. On parle alors d'un adjectif épithète. Le mot épithète vient du grec epiketos, placé à côté. Und dann haben wir natürlich un Nominativ qui répond à la question qui. Singulier, article indéfini, pluriel. Dat as un Alenhond. Et vous voyez, masculin, on ajoute le en. L'adjectif est à gauche. Et ouais, et ça complique tout. Au pluriel, dat sind Alen. Ce sont des vieux chiens. These are old dogs. Ça change rien. Weiblich, das ist ein Aalgeschicht, das sind Aalgeschichten. Und sächlich, das ist ein Altbuch, das sind Aalbücher. Und hier dabei Altbuch oder Redoublement vom A. Weil zwei Konsonanten kommen. Akkusativ, das ist mal eine gute Novelle. Der Nominativ und der Akkusativ, die sind selbst. Accusatif kommt von accuser quelqu'un. Donc ça répond à la question qui est-ce que? Ich gesehen einen Alenhond ou qu'est-ce que tu vois? Ich gesehen einen Alenhond, ich gesehen Aalen. Die Gesittheitformen sind identisch. Ich gesehen ein Aaldier, ich gesehen Aaldieren, die vieille porte. Old doors, und ich gesehen ein Altbuch. Ich gesehen Aalbücher, des vieux livres. Maintenant, vous allez me demander, mais comment peut-on savoir si c'est masculin, féminin ou neutre? Ah ouais. Il y a quelques petits tuyaux, mais beaucoup de choses à mémoriser, malheureusement. Dans le datif, donner à quelqu'un, to give to somebody. Und du ändert das natürlich nach einkeier. Ich spiele mat, exige le datif. Ich spiele mat engem Alenhond. Am Pluriel, ich spiele mat Alenhen. Ich helfe enger, kranker, dauf. Je porte secours à une colombe, malade. Dauf, das ist ein Filchen, c'est un oiseau. Ich helfe kranken Dauven. De Big Leid nieft engem gielen Heft.
De Big leit nief 3 gielen Hefter. Pluriel gesider as het immer en. Natürlich kann den eine wäsch fallen. Am Singulier as männlech a sächlech selwech, me am weiblichen du Hummer de Markage parallel er. Schëlle vun enger kranker dauf. Und das ist übrigens ähnlich wie am Deutschen, weil du gingen da so, ich helfe einer kranken Taube. Und dafür habe ich auch am Deutschen immer ganz viel Fehler gemacht. Ja, aber ein Prof und eine Frau konnten sie mal 3 Punkte aufzählen, ne? Oder ich gut amüsiert, ja. No, ich vergessen das nicht, keine Angst. Singulier, Artikel défini accentué an de Pluriel. Ich spiele mit dem allen Hund. Ich spiele mit denen allen Hund. Avec ces vieux chiens. Ich helfe der kranker Dauf. Ja, also das ist eben den Unterschied zwischen dem Artikel indéfini an dem Artikel défini accentué. Ich helfe der kranker Dauf. Cette colonne blanc. D'Adjektiv bleibt halt selwicht mit, das ist just ein Artikel, den er ändert. Ich helfe der kranker Dauf, ich helfe dene kranken Dauven. An de Big leit nief dem gielen Heft, à côté du cahier jaune, de Big leit nief dene gielen Heftdach. Adjektiv, nicht so einfach. Klengen Trio. Setzt Adjektiv einfach jetzt. Ja, den Hund war Saal. Am Platz zu so den allen Hund. Wenn der Adjektiv längs will setzen, ist das natürlich ganz flott. Geht auch ganz tags am Letztebüchen so gesagt. Aber da muss er eben aufpassen. Also männlich, weiblich, sächlich, Nominativ, Akkusativ oder Dativ. An Singulier, Pluriel. Schon 7 Minuten. Das war es schon nicht. Nach viel mehr so Übungen fand auf meiner Internetseite exercice.lu. Theorie dazu fand auf grammaire.lu. Ich bin auch auf Facebook und auf YouTube. An die Bücher, mit denen ich die Sendungen präparieren, Wärmtabellen auf Lützeburg an 170 Witze auf Lützeburg. Vielmals merci für Ihre Aufmerksamkeit. Bis hoffentlich geschwind. Au revoir.